Ja, vielmals merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Minister. Ich meine, wir sind als Verband alle guten eins, dass das Projekt de loi ist, den, was das menschlich, das integrativ und das inklusiv geht, enorm wichtig ist. Am Vierfeld von diesem Projekt de loi hatte ich mal selber und noch mal die Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion ein paar Gedanken gemacht, einfach für ihre Surgen aufzubauen. Und die Surgen sind auch dann eben zum Teil auch an der Kommission formuliert. Und ich will auch das, was man der Rapporteure gesagt hat, auch gerne bestätigen. Wir sind wirklich froh gewesen, dass man die Diskussion in der Kommission konnte feiern und dass die der Minister auch mit den Leuten des Ministeriums konnten reden antworten. Die zwei Sachen, die als beschäftigt und etwa einerseits eben den Tod von der Zufriedenheit, weil ich kann mich ganz gut erinnern, dass wir eine paar Jahre aber Diskussionen hier relativ virulent waren. Und das war ein Thema, das mich auch beschäftigt hat, weil auch Demos ganz viele Leute bei mir gemeldet hat, noch bei vielen anderen Heibannen, weil der ganze Service rund um den Adapter auf alle Fall nicht gut funktioniert hat. Lo haben wir eben noch die Etude de Satisfaction do viergestalt gut am Ilrest zusammen, die bei 80% leitet, das quantitativ gesehen natürlich ein super Zoll an ich denken, dass auch das qualitativ hat man rauslesen, nämlich wie Leute sich bei uns da melden zu diesen Servicen, dass das auch bestätigt, dass Zufriedenheit wirklich schön ist. Also ich hatte auch Gelegenheit am Vierfeld von diesem Projekt de loi auch mit Leuten zu schwätzen, die auch bestätigen, die betroffen sind, die auch bestätigen, wie wichtig das Service sind für Menschen, die den öffentlichen Transport nicht können holen, die für uns alle guten total normal ist, die nicht können holen, ein adäquates Service zu holen, die für sie da ist, wie das eben nicht ausgeschlossen aus der ganzen Dynamik in der Gesellschaft an der Mobilität da ist. Also das ist eine Sache von Gleichbehandlung. Noch haben sie betont, dass eben Busse, die voll sind, oft für viele Menschen einfach total überfordert sind und dass sie mit so Situationen nicht können. Genau noch aus der Sicht von Eltern und der Betreuer, also auch nicht klar wiederholt gehen, wie stark ihnen da die Gewissheit gibt, dass hier Leute auf gutem Enkadrement sind, dass sie mit den digitalen Tools und mit einer spezialisierten App können nur verfolgen, wo hier Leute drin sind, und dass sie selber doch 3-4 Stunden am Tag bespuren, die sie selber müssen investieren, für eben die Leute auf die verschiedenen Plätze zu bringen, für in der Gesellschaft können Deal zu haben. Also die Frage von der Zufriedenheit, ich meine, die ist an unseren Ehren geklärt und da sind wir bei einem Punkt, den sich wirklich weisen lässt. Natürlich, und ich gehe doch zu, Madame Rapporteure hat es schon Licht angedeutet und Kolleginnen und Kollegen bei dem Gesetzesprojekt hier tun auch schon, natürlich hat es den Kostenexplosion natürlich auch Sorge gemacht. Müssen sie ein bisschen an den Kader setzen, weil aber trotzdem der Mond mehr sehr am mehr hoch geklommen ist, wie vorausgesucht gewesen, weil man Zahl von den Beneficiären neben sich erhöht hat, weil Zahl von den Strukturen, die auch vorgehen sind oder die auch vorgehen, der ist an die Luft gegangen, Besoin von den Benutzern haben sich geändert, und dass eben noch, wie man am Rapporteur gesagt hat, auch den Service-Job dabei kommt. Trotzdem hat die große Frage gewesen an der Kommission, haben wir noch darüber geschwärzt. Und ich denke, und ich will da doch am Namen von unserer Fraktion sagen, dass es ganz wichtig ist, auch am Laufe von der Diskussion, die wir heute feiern, und insgesamt rund um alle guten die Projekte, dass man auch ob die Kostenexplosion da haben und auch wie die dann die Kostenzusammensetzung sich aber dann noch erklärt, über daraus, was ich gesagt habe. In dem Sinn, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe alles gesagt und wir gehen als Akkord als CSV-Fraktion.